Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Jetzt können wir uns auch ohne Stress der ganze Stadt widmen wieder. Hier für dich. Hinkelfutter schmeckt wunderbar. Ja, anscheinend mag das aber auch der Hund. Der schnüffelt rum wie noch was. Aber hier haben wir auf jeden Fall auch noch etwas, was wir machen können. Ich habe doch gewusst, es hat sich gelohnt, noch Pfeffer zu holen. Jetzt bewegen wir nämlich mal den Felsbrocken und dann passiert etwas. Oh, da kommt er doch. Den kennen wir doch, den Kerl. Ich bin Erwin der Barbar, ich bin stark, aber dumm. Niemand außer mir kann den Felsbrocken heben. Komisch, ich habe immer gedacht, Barbare ein anderer Name. Erwin klingt ziemlich bescheuert. Ja, das ist komisch. Na, soll der Erwin zeigen, wie man Felsen wirklich bewegt. Fahr nur eine Seite durch vom Markt, das ist du. Ja, okay, Ameisehirn. Guter Handel. Rahm den Weg frei, jetzt geht's los. Siehst, so hebt man Felsen. Jetzt putz ich mal mit dem Seite durch den Arsch ab. Wo das Ding wohl landen wird. Ja, das werden wir noch feststellen, wo das Ding landen wird. Aber wir können jetzt erstmal in aller Ruhe hier zum Markt und können in Ruhe einkaufen gehen. Ja, dein Granitpanzer war Schrott gegen die Römer-Toga. Ja, die Römer-Toga. Die Jadereifen, die Römer-Toga gehört dir. Ne, danke, die habe ich schon gefunden. Die habe ich schon gefunden, Mädel. Bei dir habe ich auch schon eingekauft, das weiß ich noch. Wo sind dann die mit der Sonntagssache? Die dürften nur ein bisschen weiter unten sein, oder? Hier. Das Rubinherz, ja. Für den Moxerstab oder Seide, Skarabeus und Kalkstedtafel. Ja, komm, für den anderen Kruscht machen wir das, für andere Dinge. Danke, pass gut aufs Rubinherz auf. Das werde ich machen. Dankeschön, Mädel. Gucken wir uns doch gerade mal an, was das ist. Rubinherz, da können wir bei Gegenstände gucken. Da ist es. Reduziert die Chance von den Gegnern, dir einen schweren Treffer zuzufügen. Das ist natürlich schon sehr praktisch. Ich schließe jetzt, ich mache Inventur. Ja, mit M, Rubinherz, hast Inventur wie Sau. Ja, der Römerhelm. Nee, lass mal. Den habe ich schon. In der Arena gratis gefunden, mein Lieber. Moxerstab, ja geil, für 2 Hinkeln, Juwelen, Skarabeus und 12 Gewürzfässer. Ja komm, das nehme ich auf jeden Fall. Wie viel habe ich denn jetzt an Zeichen noch? Gewürze habe ich nur noch ein bisschen was. Und Moxerstab, da ist er. Heilkräfte und Gegenstände werden durch den Stab effektiver. Sehr, sehr praktisch. Und das Sonnenstäfer, Kalkstedtafel und 5 Reissäcke. Ja komm, ach jo, nimm mal. Dankeschön. Was macht der Moxerstab, Schönes? Das Sonnenstähl erhöht deine körperliche Stärke. Ja, danke, Kerl. Das ist sehr, sehr praktisch. Was hast du hier Schönes dabei? Die Pfandleierin. Ach nö, komm, das lassen wir mal weg. Was hast du, Kerle? Der Schleifstab, ja, super. War das Sonnenstähl oder die Schakalfigur? Ja, das machen wir für ein anderes Zeichen, oder? Jo, Schleifstab. Sehr schön. Was macht der? Erhöht die Kräfte aller Schwertwaffen in deinem Besitz. So. Gucken wir uns doch gleich mal an, was das kann. Ne, Quatsch, da muss ich dann... Hier. Zeigt keine deutliche Wirkung, aber wahrscheinlich erst nur im Kampf dann, ne? Auf die habe ich gewartet. Ja, der Feuerfetisch, den wollte ich schon immer mal haben. Gegen den Moxerstab taugst du. So, was macht dann der Moxerstab noch einmal? Gerade mal reingucken. Moxerstab. Heilkräfte, nö. Nö, das kann gar nicht so toll sein, das Zeug. Also gegen Heilfähigkeit erhöhte, du tausche ich nichts ein. Das kannst du Hase geben. Die hat eine Perle gehabt. Das war die Pfandleierin. Nicht Pfandleierin, das war die Anna-Tante. Was hat die dann? Armor Ultra gegen den Schleifstab und 75 Juwelen. Brauche ich eigentlich nicht. Schleifstab. Was macht der nochmal? Schleifstab, Schwertwaffe. Ja, mit Schwerter. Komm, mit denen kämpfe ich sowieso nicht. Ja, komm. Als her. Mit den Teile kämpfe ich sowieso nicht. Von daher, Armor Ultra. Erhöht die Stärke deiner Rüstung. Ja, geil. Kann ich das so direkt einsetzen oder wirkt das einfach so permanent? Scheint permanent zu wirken. Moment. Ich habe, glaube ich, die Aktionstaste gedrückt, ich Eumel. Nee, das macht nichts. Okay. Was habe ich denn? Die Römer-Toga. Ja, klar. Aber, mein Jadereif gebe ich nicht her. Das kann ich vergessen. Ich glaube, jetzt sind wir 8 durch, ihr liebe Leute. Ich habe alles gekauft, was ich wollte. Ich brauche jetzt gerade mal bei einzelnen von den
Hane bampelt und noch. Ich hasse Reis sowieso. Geh fort. Warum auch immer hier in einer antike Welt mit Reis handelt und nicht mit normalem Getreide. Naja, das werde ich nie verstehen. Egal. Du hast eine fabelhafte Löffel. Nee, lass mal. Lass mal gut sein. Was hast du? Die Mythenscherbe. Haha. Ei des Schokobos. Wo krieg ich denn das her? Du Lügner, du hast gar kein Schokobo-Ei. Verpiss dich. Oh, ja, gleich wischt wäre Kerl. Was mit dir? Keramiktöpf? Ah, nee, komm, lass mal. Das ist ein Hinkeltyp. Wie sieht's denn mit dir aus? Der lustiger Prophet. Ja, der der warnt nach wie vor der Ente. Perle. Alles Schampel. Alles Schampel hier. Bei der habe ich schon eine Jadereif gekauft. Die habe ich auch schon alle durch. Und, okay, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Nö, mit dem auch nicht. Schokobo-Ei sollten wir uns im Hinterkopf behalten. Dass ich das auch noch irgendwo finde. Was ist da mit dir, Kerler? Verschwind! Ich jongliere! Grad! Okay. Hast du nicht Vigo bezwungen? Das war besser als das letzte Wrestling-Event. Ja, alles klar. Man soll den Kerl mit Tomate bewerfen. Der Typ ist ein Volleul, aber lustig anzugucken. Volleul, Alter. Wenn du denkst, dass der gut ist, sollst du ihn mit brennender Hinkle sehen. Das ist richtig gut. Ihr perversen Schweine. Was hast denn du? Einzigartige Perle. Nix für mich. Nee, komm. Geh fort. Ja, ich Balk, verpiss mich auch. Reis, ja, verschimmelte Reis von 9 Juwele. Igitt. Nee, das will ich nicht. Da können wir eigentlich wieder gehen. Schokobo-Ei für die Mythenscherbe. Da weiß ich aber gar nicht mehr, wo man das herkriegt. Sollte ich mir trotzdem nur mal im Hinterkopf behalten. Oh, da ist der Charon. Hallo, mein Freund. Weichei. Soll ich dich mitnehmen? Bitte nicht. Mach was mit, Affengesicht. Der Weg ist lang. Okay, ja, danke für die freundlichen Worte. Ich glaube, hier irgendwo muss das gewesen sein, dass ich da einfach runtergehen muss. Da gibt es ja noch eine Alchemieformel, die ich mir noch holen kann. So sicher bin ich mir nicht mehr, wo das war. Ich habe es beim letzten Mal, als ich es auch getestet habe, auf jeden Fall gekriegt. So viel kann ich sagen. Muss irgendwo hier in der Gegend sein. Sehr schön, dass unser Hund ab und zu auch noch immer Kreaturen angreift. Wo war dann das? Hier irgendwo in der Gegend muss das auf jeden Fall gewesen sein. Wie habe ich dich eigentlich eingestellt, Hündchen? Oh, du bist noch auf Aggro. Okay, gehen wir lieber auf Suche. Das war jetzt sowieso unnütz. Und weiter geht's. Weiter geht's im Geschäft. Ja. Geht. Immer weiter weg. Ja, die Wüste ist lang, das stimmt durchaus. Aber irgendwo hier müsste es doch gewesen sein. Aber in Zukunft nehmen wir auf jeden Fall Charon als Fährmann. Ich meine, die Formel, die es jetzt hier gibt, die ist jetzt so besonders. Dieses Bienenschwarm, das ist jetzt wirklich nicht gerade die Bestformel. Aber ich versuche halt wirklich an Formeln zu finden, was ich finden kann. Oh, da hat was in der Losse. Sehr schön. Nektar, Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das in Spinneüberrechte so gut schmeckt, wenn ich so Nektar finde. Ich weiß nicht wirklich, aber naja, geschenkte Gaul und so. Da ist nix. Attackier sie. Gut, zumindest einmal hat's geplatzt. Als weiter in die Geschichte. Manometer. Ist aber schon ziemlich ranzig hier in der Wüste. Und so stabtrocken, alter Falter. Den Sand in der Arschritze, welcher auch da später noch habe. Igitt. Jetzt fällt mich ja noch so blöd die Spinne an. Aua, ich hab's hackt. Habe ich überhaupt noch eine Heilaura parat? Warte mal, halte mal den Gaul an. Nee, natürlich nicht. Ja, super, jetzt bin ich auch noch vergift. Herzlichen Dank. Jetzt muss ich das ausschwitzen, aber ich denke, in der Sonne wird das relativ fix gehen. Autsch, jetzt greift mich nochmal so eine Hahnebampel an. Gibt's dann das? Ja. Als weiter. Ja, ich weiß, es wird langsam kritisch. Kriegen wir trotzdem hier. Wenn ich jetzt nochmal gegen irgend so Spinnevieh renne, dürfte man das hier kriegen. Okay, ich denke, jetzt ist es soweit.
Nehmen wir doch gleich mal den Nektar vor allem, den Nektar, den wir in einem Spinnekadaver gefunden haben. Vergiftung lässt noch, allerhopp, sehr gut. Dann weiter in der Geschichte. Mann, oh Meter, wo finde ich denn diese Scheiß-Oase mit dem dappischen Bienenschwarm? Irgendwo, hätte eigentlich schon kommen müssen. Oh, Mann, bitte doch mehr. Sehr erbauend, auch mit der ganzen Dodecap hier überall. Oase, ohoho. Aber da ist keiner, verdammt. Verdammt nochmal, da hätte eigentlich einer sein müssen. Herr Uff, Mistvieh. Geh mal wieder zurück zur Oase. Da heile ich mich. So. Aber vergift bin ich immer noch. Mistviecher. Herr Uff. Ach Mann, ach Mann. Schade, ich habe eigentlich echt gedacht, dass es schon so weit wäre, dass wir jetzt die Oase von einem Kerl getroffen hätten. Aber fehl am Platz. Dafür finden wir hier was. Und zwar, zufälligerweise, zeitgleich zum Stell vom Erwin, dem Barbar, gibt es hier eine Brücke. Wow, hier ist der Felser also gelandet. Und da gibt es eine Zauberperl und 200 Juwelen. Sehr praktisch, wie ich finde. Hund, machen platt. Ich habe gesagt, machen platt. Die Sau. Autsch. Ist wahrscheinlich mal getroffen, du Hanebambel. Rufende Wetter. Abteilung Attacke. Gut. Moment mal. Habe ich dir eigentlich schon das Ding ins Arg gelegt? Sehr gut. Sehr gut. Na. Ungeplatzt. Wie im richtigen Leber. Dann können wir hier wieder runter. Hallo. Hallo, Kumpel. Gut. Manometer, die halten aber echt was aus, die Kerle. Platsch. Der platzt schon so. Und ihr müsst jetzt... Ach, der Kracher Platzer. Na, Allah, habe ich dich. So, wo gibt's dann hier was, Hund? Ethanol. Haha. Bisschen Alkohol für uns. Njam, 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 njam. Gott, jetzt sind wir wieder in Krozkribbel zurück. Warte mal, Leverwurst, die Treppe ist zu steil für dich. Okay. Warum auch immer. Was war dann hier? Aha. Hat verschiedene Sachen im Angebot. Ja, komm, was hast du dann? Okay, der hat nochmal einen Nektar, den können wir kaufen. Elixiere wären vielleicht auch nicht so verkehrt. Da hole ich mal jetzt Ammo 5 Stück. Da können wir nämlich danach Vergiftungen so heilen. Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, wenn man das machen tät. Ja. Die suchen alle noch Schätze und wir sind wahrscheinlich jetzt die Erste, die drauf stoßen. Ganze Hanebambel suchen die noch und wir finden es dann. Okay, da war dann der komische Zauberer noch, der uns das Amulett drehen wollte. Aber wir haben ja eigentlich schon, was wir wollten. Was war dann da noch? Ah ja, da war die Pension. Naja. An sich nichts wirklich Spannendes mehr. Da können wir genauso gut mit dem Kahn runtergefahren wäre. Und hier. Jo. Komm wieder zu mir, Leverwurst. Mir gehen's aber echt Zeit. Und was gibt's denn hier Schönes? Spinne und Barbare. Oder Pirate. Die werden ja, glaube ich, als Pirat bezeichnet hier, die Kerle, während der Erwin wirklich ein Barbar war. Okay, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir erst im späteren Spielverlauf durch. Wird auch noch ganz cool sein, die Sache. Was gibt's denn, du Leverwurst? Gibt's ja gar nichts. Verarsch mich nicht. Du Hund. Okay, jetzt sehen wir aber, wozu wir den Hund eigentlich gebraucht hätten, beziehungsweise weil das vorher nicht ging. Da können wir wechseln. Und der kann so rüberhupsen. So. Und jetzt laden wir mal auf. Um die ganze Viecher hier Platz zu kriegen. Mist. Aber voll daneben gesprungen. Autsch, Herr Uff. Mieser Kerl. Mann. Das ist gemein. Okay. Aber ich gebe jetzt nicht auf, bis ich die dappische Viecher hier erledigt habe. Mann. Himmel, Herrgott. Arsch- und Wolkebruch. Gibt's doch gar nicht. Wieder du nach Keidel noch einmal. Alter Falter, das gibt's doch alles gar nicht. Komm schon.
So, dich habe ich jetzt. Jetzt aber. Alter, gewittert du nach Keidel noch einmal. Boah, nee, wir sollten lieber fortgehen, bevor wir noch verrecken. Da können wir das Ding benutzen und da ist der Ackermann auch schon, der brav auf uns wart. Also Respekt vom Hund der NSC, das ist echt nicht so leicht, wie es aussieht. Hund sollten wir trotzdem mal heilen. Alle hopp, jetzt wieder rüber. Wir sehen auch, statt 120 gibt es jetzt 150. Also der Stab, der man auf dem Markt von alle Lache mal erstarne Hände, der ist durchaus echt nicht schlecht. Der bringt auf jeden Fall was. Zack. Was gibt's denn noch für uns Schickes? Eine Wurzel. Dankeschön. Wurzeln können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, damit wir wieder Krafthauch wirken können. So, auf die Schniss drauf. Und was haben wir hier noch? 3 Mo Schwefel. Ja, geiler Scheiß. Und jetzt können wir hier durch. Und dann kommen wir in ein Gebiet, was vorher unerreicht war. So, und was gibt's denn hier Schönes? Hier gibt's eine Wurzel. Geiler Scheiß. Wie viel haben wir dann? Ah ja, Krafthauch können wir jetzt 8 mal wieder einsetzen. Sehr, sehr gut. Uff, das Mistvieh drauf. Komm schon. Okay, der führt uns jetzt wieder dorthin. Aber da können wir erstmal nichts machen. Er schnüffelt zwar wie blöd, aber wir finden dort keine Ingredienzien. Es wird sich auf jeden Fall noch zeigen, was wir da machen können später. 2 Kalksteine, sehr schön. Gibt's hier noch was? Sieht so aus. Sieht ganz so aus. 2 Tropfen Ethanol, sehr schön. Nehmen wir liebend gern. Platsch. Und habe ich dich. Ah, Mistvieh. Aber mein Hund hat dich. Alter. Also allmählich gehen wir die Viecher auf den Sack. Und du genauso. Du ekliges Vieh. Und das ist übrigens ein Satyr gewesen. 3 Tropfen Wasser haben wir noch. Krafthauch können wir trotzdem noch 2 Mal erst noch verwenden. Scheint wohl an der Wurzel zu hängen. Das heißt kräftig Wurzeln sammeln. Was gibt's denn hier noch? Was gibt's denn hier noch? Mein getreuer Leverwurst. Anscheinend nichts. Na gut. Loch? Huch, wie ich schwebe hier in der Gegend rum. Ich bin zwar in der Gegend rumgeschwebt, aber irgendwas war da. Bist du in Ordnung? Du bist so Krie im Gesicht. Ich bin ganz okay. Langsam gewöhne ich mich ans Rumfliegen und Rumfaller. Wer bist denn du, Fremder? Woher kommst du? Tja, Du bist ganz sicher nicht aus Krotzkrübbel. Dort war sich zu intelligent aus. Und aus allen Lachen mal bist du auch nicht. Kein Toga, kein Sandaler. Also ich komme aus... Sprich nicht weiter. Lass mich roter. Du kommst aus... Großostum. Super, obergenial. Ich bin Ackermann und das ist Leverwurst. Schön. Ich heiße Hector Lector und komme aus Großostum. Es war nur froh von der Zeit, bis hier ein weiterer Großostumer kommen tät. Die Antikwelt ist eigentlich nur ein Produkt von meiner Fantasie. Ich war der Leiter vom Naturhistorischen Museum in Großostum. Mein Spezialgebiet waren frühe Zivilisationen. Und du hast an einem Experiment teilgenommen, was irgendwie schief ging? Das stimmt. Woher weißt du das? Feuerach, Zora Zottelzopf hat mir der Fuf erzählt. Sie lebt in einer Steinzeitwelt. Ja, Zora, Professor Seltsams Enkelin. Und dann war da noch jemand auf der Party, Frau von Fettamsel, die Bibliothekarin. Das Ganze war komplott mit uns als Opfer, aber wer steckt da dahinter? Keine Ahnung, aber das finden wir raus, wenn wir die Juwelare finden. Jemand hat mal erzählt, dass es sehr mächtig seien. Dann scheint der neue Herrscher an der Juwelare interessiert zu sein. Die Juwele sind nämlich tatsächlich sehr mächtig. Und als der neue Herrscher vor kurzem alle Lache mal erobert hat, war sein Ziel klar. Er ist sehr mysteriös und machthungrig. Keiner von meinen Bekannten hat ihn jemals gesehen. Er scheint nichts Gutes im Schild zu führen. Und was soll man tun? Wahrscheinlich lässt der neue Herrscher noch andere Leute noch der Juwelare suchen. Du sollst die beiden Aare schnell finden und dann sofort zu mir bringen. Ich werde darauf achten, dass sie nicht in falsche Hände geraten. Eins ist im Kolossia-Tempel im Norden und das andere in der Pyramide im Süden.
Beide Orte werden durch tiefe Gräben vor Eindringlinge geschützt. Mit der Zauberbrücke-Formel kannst du die Gräben leicht überqueren. Mein Freund Moronius kann dir die Formel beibringen. Ultra cool, ich froh ihn sofort. Allerhaupt, du bist... Du scheinst tatsächlich schon viel erlebt zu haben. Ich bin Moronius, der Alchemist. Hector war mein Studienkolleg. Der neue Herrscher von alle Lachema hat keinen Respekt vor der Schätze von der Welt. Deswegen haben wir Schutzgräber vor der Pyramide und dem Tempel errichtet. Mit der Zauberbrücke-Formel kannst du die Gräben überqueren. Ja, geiler Scheiß. Wenn ich mal sage, wir machen den dappischen Säureregen weg, den brauchen wir eh nicht. Und holen das schöne Aach mit dem Laserstrahl dazu. Wir zählen auf dich. Magst du Zutaten kaufen? Ja, bitte, das wäre echt geil. Watze holen wir auf jeden Fall auch noch mehr als genug. Die brauchen wir 100 Protz. Schwefel wäre nicht schlecht. Essig kann auch nicht schaden. Öl, komm, als her damit. Asche immer genug, Wachs immer genug. Ja, Schwefel und Essig holen wir noch. Mein Bruder ist auch Alchemist, der versteckt sich im Kolossertempel. Untersuch die Mauer und du wirst ihn sicher finden. Oh, das ist mal ein Hinweis. Schwefel finden wir auch hier noch. Was mit dir, gute Frau? Hallo, Bu, du siehst müde aus. Magst vor 20 Juwelen übernachten? Du hast es nötig. Ja, ich denke auch noch so im Kampf gegen Vigor und Pipapo. Alter, die guckt mir auch so gruselig beim Schlafen zu. Es ist echt unheimlich. Jetzt kommt sie so ganz langsam zu mir her, während ich noch ratz. Schön geträumt? Magst du Spielstand speichern? Ja, das ist doch mal eine Idee. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, jetzt sind wir in Hectors Camp. Auf Wiedersehen. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.